Guten Morgen. Ich bin gerade fast fertig geworden, mit dem Weekly-Vlog Nummer 1 zu schneiden. Also wenn ihr den Weekly-Vlog seht, ist der andere sicher schon draussen. Wir hatten ein bisschen bescheidene Nacht gehabt. Es ist jetzt Montagmorgen kurz vor der 8. Und ich gehe jetzt mal schauen, was es zum Morgen kann gehen. Weil der Kleine ist sicher auch schon bald wach. Es ist heute richtig warmes Wetter. Ich habe jetzt vor 10 Minuten oder so die Tür aufgemacht und es ist noch nicht mega kalt. Und die Katze geniesst auf dem Balkon und ja, richtig cool. Der Frühling kommt glaube ich bald. Und im letzten Weekly-Vlog hat es einfach noch geschneit. Und das wäre unser Nachbarsessen. Auf jeden Fall, weil es so warm ist, mache ich jetzt mal eine Suppe. Nein, wir sind alle ein bisschen Mühe angeschlagen, ein bisschen verkältet, ein bisschen am Pfnüsseln und so. Und eine Suppe ist doch einfach immer gut. Willst du auch mithelfen? Ja. Mhm. Da. Ja, genau. Alle. Die. Mhm. Die da. Das ist ein Knollensellerie. Nulle. Helle. Knollensellerie. Bälle. Das ist Böhle, ja. Oh, fängt das jetzt wirklich schon wieder an? Nudi. Ole. Vielleicht. Nudi. Danke vielmals für das Nudeln. Aufräumen nach dem Kochen gehört leider einmal nicht dazu. Und das ist das, was ich einmal nicht so gerne mache. Aber let's go! Weil es gerade so schön ist, kümmere ich mich jetzt noch ein bisschen um das da und schleife dann mal noch wieder ein bisschen weiter. Wenn wir gerade schon auf dem Balkon sind, ich frage euch mal noch nach eurer Meinung oder euren Ideen. Also unser Balkon ist schon ziemlich gemütlich, aber ich möchte ihn dieses Jahr noch so richtig gemütlich machen. Und vielleicht habt ihr ja noch ein paar gute Ideen. Die Werkbank steht natürlich nicht da. Und es ist alles noch so ein bisschen, ja, man kann alles umstellen und so. Also es ist nicht nagelfest. Genau, wir haben ja hier eine grosse Fensterfront. Auf dieser Seite haben wir schon ein schönes Sofa mit Tisch. Da haben wir so einen Katzenbaum. Da haben wir unsere Flaschen, PET und so Sammlung. Da haben wir für die Pflanzen Platz, wo wir da ein paar Erdbeeren haben und der Rest hat glaube ich nicht überlebt. Dann da haben wir ein paar Frühlingspflänzchen. Da ist der Schnittlauch, der schon 3 Jahre kommt, immer wieder. Genau, da haben wir noch so einen coolen Stuhl. Da haben wir den Grill, Windelsammlung und Katzen-Scheissdrecksammlung. Und da haben wir noch so eine Kiste mit Karton und Töpfen drin. Genau. Und ich würde mega gerne da so wirklich eine mega gemütliche Ecke machen, weil wir haben eigentlich auch relativ viel Platz gegen Uhr. Es ist so alles schön überdacht, also man kann auch Tücher anhängen oder wie auch immer. Also ich habe vor, vielleicht mal so ein Balkon-Makeover zu machen, möglichst günstig. Also die Katze kommt nicht runter, das Problem haben wir nicht, aber ich möchte der Katze noch ein bisschen mehr Plätzchen schaffen, wo sie herlegen können. Ich habe jetzt gerade das Video final aufgeladen auf YouTube. Also der Weekly-Vlog 1, den habt ihr schon gesehen, wenn ihr das Video gesehen habt. Das ist ein richtig cooles Gefühl. Das habe ich irgendwie vermisst.
Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. The same old thing that keeps me around. And if you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. Oh, with you. Oh, with you. Oh, with you. Just wanna be alone. Ôi. Nam, nam, nam. Wir haben eine bisschen kurlige Woche. Irgendwie geht es allen, außer mir, nicht so gut. Und sie liegen gerne ein bisschen im Bett rum. Aber wir gehen auf jeden Fall jetzt mal noch posten. 2-3 Sachen, weil später kommt dann noch eine Lieferung. Oh, super. Das ist aber, glaube ich, falsch. Das ist auf der anderen Seite hier schleifen. Heute Abend kommt eine Lieferung von der Migros. Wir haben vorgestern mal etwas bestellt. Und mal schauen, ob wir das vielleicht in Zukunft werden, so ein bisschen mehr handhaben zum Bestellen oder nicht. Mal schauen. Keine Ahnung. Weil in dem kleinen Migros da bei uns im Dörfli hat es natürlich nie die ganze Auswahl. Und gewisse Sachen gibt es bei uns auch nicht. Oh, super. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich euch ein bisschen mitnehmen kann, weil ich eine Kamera mitgenommen habe, um zu posten. Aber es ist einfach ein bisschen zu stressig mit einem kleinen Kind und dann einem kleinen Wägeli. Ja, darum sind wir jetzt wieder da. Aber es gibt einen kleinen Hall. Toast, Slippilage, Banane, Äpfel, Zapfenstab, Butter, Butter, Butter und Knoblauch. What was your name again? I've seen so many of them come. Want me just play pretend? All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps me keen. But I just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. The same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you. With you. With you. Just wanna be alone. Es sieht einfach prächtig aus. So eine Gemüsekiste. Es war noch meine letzte Amtshandlung, das Brot zu machen an dem, ich glaube es war Mittwochabend. Ja, nachher bin ich krank geworden mit Magen-Darm die ganze Nacht und den nächsten Tag bin ich eigentlich flach gelegen. Mittlerweile haben wir Sonntag und ich wollte noch geschwind einfach erzählen, was wir Freitag, Samstag gemacht haben, weil wir etwas mega Cooles gemacht haben. Wir sind nämlich auf St. Gallen. Ich habe die Kamera jetzt geschwind aufs Stativ gestellt, weil es geht vielleicht noch ein bisschen länger mit meinen Ausführungen. Auf jeden Fall habe ich jetzt da gerade gesehen, dass ich da ja noch das Mikrofon vom Filmteam von der Fee da habe. Und habe gedacht, ich kann jetzt das doch gerade hier nutzen, damit wir vielleicht ein bisschen bessere Soundqualität haben. Somit ist das vielleicht dann ein bisschen schöner zum Hören. Mal gucken. Ich habe jetzt hier mein Setting, das App und das Mikrofon. Ich
Ich hoffe, das geht so. Was wollte ich euch jetzt erzählen? Es sieht lustig aus, dass ich das als Mikrofon habe. Ich hoffe, die Soundqualität ist wirklich wesentlich besser, sonst nützt das jetzt nicht so viel, aber dann weiss ich das auch. Wir sind das Wochenende an einem Ehe-Seminar gewesen. Und zwar wachsende Intimität in der Ehe. Das ist das Booklet sozusagen dazu gewesen. Es ist ein Seminar mit Christa und Dr. Med Wilf-Gasser. Und ich muss dazu sagen, kann ich also wärmstens empfehlen, wenn ihr geheiratet sind, egal ob 2 Jahre, 5 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre, 70 Jahre. Ich glaube, da lernt jeder etwas über wachsende Intimität in der Ehe, wie es der Name schon sagt. Es war wirklich facettenreich gewesen. Sie haben kein Blatt vors Maul genommen, wirklich nicht. Also ich muss da wirklich noch ein bisschen üben, um so gut zu schwätzen wie sie. Ja, es ist eine grosse Bereicherung gewesen und es hat auch ganz viele praktische Sachen drin gehabt. Praktische Beispiele, muss man dazu sagen, wo man kann umsetzen kann, wo man anders, einfach die Kreativität ist im freien Lauf gelassen. Ich tue euch die Webseite von Ihnen zwei gerne unten verlinken. Ich kann euch wärmstens empfehlen, dort mal reinschauen, bei so einem Seminar mitzumachen. Oder sie machen auch ein Experiment, eine ganze Woche. Ist, glaube ich, auch ganz eine gute Sache. Habe ich jetzt noch nie mitgemacht, aber meine Eltern und sie schwärmen also auch davon. Den Freitag habe ich noch bei meinen Eltern verbracht und mein Mann ist mich dann holen gekommen, am Nachmittagabend. Unser kleiner Bub ist dann bei meinen Eltern geblieben. Er hat es dort also auch ganz gut gehabt und wir sind am Samstagabend den abholen und er hat es also gefeiert, bei ihnen zu sein. Er hat eigentlich nicht mehr heimkommen. Er wollte beim Grossmami bleiben. Und ich glaube, das spricht für sich. Er ist wirklich mega gerne auf dem Bauernhof, bei den Hühnern, im Sandkasten, am Gereizeln, bei den Kühen, am Eingehen, am Machen und Tun, verrossen. Also das ist wirklich, da geht einem das Herz auf. Ja, dann wäre es das gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Und unterstützt mich natürlich auch. Aber ich glaube, das sagen euch andere YouTuber auch ständig. Wenn ihr wollt, dürft ihr mich gerne abonnieren. Genau, dann wäre es das. Und ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, Abend, wie auch immer. Tschüss!